Einmal irgendwas gebaut oder was gekauft. Schmeckt nie denken, und dann passiert da was. Verbraucht, oder Kiel 2, Bereich 2, verknutscht. Und das sei ja verdorben. Statt je 3, dann baut ich ein Picknicktisch. Heute in der Bühne am Drive stehen sie auf der Kant und ging noch was und das wird ein bisschen windig. Und dann sag ich, ben weer en hier ik dat bullen de buiten en ik ging maar schwinner uit en dan weer de picknicktisch angefallen en krijg met de aai kapot abgetroffen, wat er bezit stond. En dan weer da eens 3 oder 4 van de breder ganz abgereten. Moest den Dash meest ganz süden einnehmen, und da war niet halten en dat war een picknicktisch. Einmal in ons leven, einmal in deze wereld, wat denk je buurt, mij interesseert iemand bij te checken in de wereld, wat iemand aan de ganz dierste disasters, allerlei dingen wat ze gebeurd hebben, en dan verder voor je hast, dan valt dat op een groot gebied, een grote brug, er een zo'n dingen staat. In 2018, en weer in Mexico City, daar wordt normaal gebeurd, er aangebeurd, en verder ganz vorig weer, dan valt een grote gebied van dat brug, dat was los en valt eraf op een gasnap. En so sind Dinge passieren in das Leben. Aber das hat ein Denken gehabt in dieser Welt, ein Desaster kann man an, ein Denk, was das Arsch gegangen. Und das hat nicht mit Erdbeben zu tun, hat nicht zu tun mit einem Gebiet Topfeld, oder dort eine Breg Topfeld, das hat really mit Feuer wieder zu tun. Und diese Feuer wieder sind noch einmal die ganz schädlichste wieder in dieser Welt. Und wohin die so schädlich sind, erst wenn wir die nicht ernst nehmen. Aber das sind die wieder. Hat Gott wirklich gesagt. Und so die wieder, die leiden euch für einen Sinn. Und die wieder, die leiden uns noch einmal, wenn er bloß kann, dann braucht der Feind die wieder in uns. Zum uns zwiebelig merken über Gott, uns zwiebelig merken über Gott sein Wort, uns zwiebelig merken über unsere Lösung oder was immer das ist. Aber wenn der Feind die wieder erfolgreich braucht in dein Leben, dann haben die gewonnen. Ich will von dir in nächsten Sonntag reden an die erste Welt, aber besonders die böse erste Welt. Und ich weiß, dass in 2 Botschaften, ich habe lange nicht alles nennen flechten, was die Bibel uns lehrt von den Teufel und von seinen bösen Geister, der Engel. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da nicht checken, wenn du eine ganze Herde von ganz rechten Lehren im Christentum, wann er kämpft bei den Geistern. Und so da haben wir ein bisschen checken. Das soll ich möglich, dass die nicht war mit mir stammen, dazu gedauert. Wir sind alle so gemerkt, dass wir uns frei wollen und wir können dort leben, was wir wollen. Aber wenn wir nicht die Wahrheit leben, dann kann der Feind uns gewinnen. In Epheser 12, da sagt es, wir haben nicht nur jedem Fleisch und Blut zu kämpfen, aber jedem Gewalt, die bei Geister von den Himmelswelten und mit Gewalten und Herrschaften von dem Düsteren, die über diese Welt herrschen. Mijn nächste Sonntag, wenn wir dann noch hier sind, dann will ich ein bisschen da nennen kriegen, Epheser 6, und was Gott uns vor ein Rezept gibt, jenen Feind. Von der wollen wir ein bisschen da bereit checken, als bloß in Epheserbrief. Die erste Welt, beides, die schlechte und die gute Seed, die sind gewissermaßen geheim. Wir wissen nicht alles von denen. Aber Englisch sagen wir, das ist mysterious. Das ist ungesehen, wir können nicht sein, die erste Welt. Aber der ist Charakter so wirklich, und Charakter so sehr zu gehen, als da wir sein können. Aus dieser Welt, wo wir werden leben. Aber für eine Ursache hat Gott sich gewählt, dass die erste Welt, die wird in so einer Frequency sein, die wird in so einer Stadt sein, wo unsere Menschen da nicht sein können. Und vielleicht, wenn wir können, dann wird wir manchmal ein bisschen anders denken, als wir von der dann. So, wenn es bei der ersten Welt kommt, besonders bei der ersten,
Dann sind da zwei verschiedene Grooves, zwei Meinungen, was ich glaube, was übertrieben sind. Eins ist, dass wir nicht glauben an den Bösen Jesus, oder wir glauben nicht an den Teufel. Wir leben so, als wenn er nicht existiert, wir kümmern uns nicht an, wir checken nicht nach der Wahrheit, und so wir dann den Feind als bloß eine Rede, was Christen haben. Das ist gefährlich, wenn dann kann ein Feind in dein Leben schaffen, ohne dass du weißt, was er angeht. Der andere sieht, gerufen ist, wo wir unter jeder Stelle bei Jesus sein. Und jeder Problem, was ich habe, jeder Ding, was ich in meinem Leben und dass mein Picknicktable da anfällt, dass wir sichern bei der Teufel, was das nicht. Und so, das sind Dinge. Und so, wie man einschaffen, bei Jesus und bei Jesus durchtreiben und all die Dinge. Ich glaube, das ist ein übertriebenes Ding im Christentum. Und so, ich glaube, das Neue Testament, oder die Schrift, wir wollen alle in das Neue Testament checken, gibt uns eine ausgewählte Ansicht, oder ein balanced view, wenn es kommt, was Jesus der Welt. So, ich will Ihnen mehrere Punkte geben, was ich glaube, was die Schrift uns lehrt von bei Jesus. Der erste ist, so tun, und bei Jesus sind gefallene Engel. Na, das ist ein großer Teil in der Bibel. Ich will nicht Zeit nehmen, zum das Alte Testament lesen, aber ich kann ihn selbst lesen. In Jesaja 14 und Ezekiel 28. Na, da wird den Feind beschrieben mit einem Menschen, der König sein. In Jesaja 14, da ist der König von Babylon. Das ist, wenn Gott zu denen redet, aber er redet mit Teufelsprech sein, oder mit wo den Feind wird beschrieben. Und wo der Feind erst bei Gott gewesen, von Gott gemerkt ist, und er wird von der höchsten Engel, aber da wir Stolzheit in Arm, und so dann fall er, und er wird rausgeschmissen, oder anyway, er wird nicht mehr Port von Gott, seine Engel, aber er nimmt eine ganze Herde, ab Samstehen ist ein bisschen eine Dradel-Idee von Engel, was er mit sich nimmt. Und so das ist klar, dass der Feind, er ist von Gott gemerkt, er wie ein Engel, aber er ist gefallen. Und so dort beschreibt Jesaja 14, Ezekiel 28. In Offenbarung 12, Vers 8, 9, das ist Versen, wo ich lesen. So sagt es, aber der Dreieck und seine Engel waren verloren und von wie im Himmel keine steht mehr geblieben. Der große Dreieck wird zurückgestellt, der alte Schlange, der böse Feind und Satan genannt wird, und die ganze Welt verlässt. Er wird mit seinen Engeln berührt auf die Erde geschmissen. Na, was ich hier will haben, das ist, dass der Satan mit seinen Engeln. Na, wenn das Krieg passiert, da sind Christen sich nicht einig, das ist vielleicht nicht wichtig, da wieder weiten, aber das ist klar, dass wir einen Krieg im Himmel zwischen Gott seine Engel und den Teufel mit seinen Engeln, aber der Teufel verlor und er wird rausgeschmissen in den Himmel. Ich persönlich glaube, das ist was nach dem Kommen ist, aber das ist mein Glauben. Die brauchen das nicht, dem was ich glaube. Aber das ist sehr klar, dass du hast einen Teufel und der hat nur Fallen. Er ist gefallene Engel, die wir am Tag schaffen, was wir fertig bei sich erst an. Zweiter Punkt, bei sich erst verstehen Gott, oder war das Stunden Gott in seiner Arbeit. Na, hier können wir lang von reden, aber in Gott eigen, da fängt es an, und so der Feind kommt. Gott hat sich was so erfährt gebaut. Und der Feind kommt und er vernichtet. Mit Hängerlasten, mit Versägung und so Dinge. So Adam einfach fallen Sinn, und wir sind bekannt mit der Geschichte, wir leben noch einmal unter den Fall. Die Geschichte von der Sintflut. Das ist ein sehr interessanter Thema, ich würde nicht nennen gehen, aber die Sintflut ist really eine jährliche Geschichte. Wo der Feind versucht, die Sod von der Früh zu vernichten in dieser Welt. Und so Gott muss dort einmal alle weichwaschen sozusagen und frisch empfangen. Die Geschichte von Hiob haben, wo der Feind nur Gott kommt und sie bereden sich mit Hiob. Das ist immer eine sehr interessante Geschichte, wo der Gott und der Feind sich bereden, dass Hiob, der folgt Gott, und wenn der Feind sagt, wenn du den alles schwach nehmen, dann wird er die auf sein. So, wir sind bekannt mit der Geschichte. Aber so, die kommt da in die Geschichte her. In die Geschichte von Israel. Da haben wir die Geschichten, wo es klar ist, dass das der böse Feind, wird der Lehrer von Israel versucht, in Sinn zu gehen, und dort lehrt er ganz verfolgt in Sinnen. So, diese Geschichten haben wir. Der böse Feind versucht Jesus. Du selber alle bekannt mit, dass Jesus wird versucht von Teufel, aber der Feind versucht auch vorher, als Jesus in 2 Jahren, als ein kleines Kind war,
dann versucht der Teufel all durch heraus, Jesus tot zu machen. Na, da wird er nicht abgenannt, aber dass er da hängen wird, das ist klar. Aber er kämpft Jesus versehen. Und er schafft jeden Jesus. Jesus besiegt vielmal bei sich Esther. Und ich wollte mit Luther ein klein bisschen von reden. In der Kirche von Umfang. Ananias und Sapphira, dort wie ein Versuch, oder ein Ding, was der Feind tut, um sein die Kirche zu verleiden mit Ungerechtigkeit und so eine Dinge dort. Das ist interessant, dass Ananias und Sapphira starben. Ich kann nicht mal sagen, doch, wenn wir alle starben, was in die Kirche liegen, dann würde ich hier allein sein, oder hier wird keiner sein. Wir wollen alle nicht hier sein. Heute meistens gesagt, ich würde hier allein sein, aber da wird ein bisschen eine rechte Idee sein. Nicht? Aber weißt du, das meistens wird so ist, wenn Gott wird nie anfängt, dass wenn ich einmal mal sozusagen die Foto drauf sage und sage, so ist das, denke ich. So wird es mit Ananias und Sapphira. Und Paulus sind deins. Wir fangen nicht von Paulus zu erfahren, dass er Glück mit bei sich erst und hat, bloß ein paar Mal in der Insel Zypern, auf seine erste Missionsreise, durch wieder gouverneur in eine Stadt, und so der wir interessiert für den Glauben. Aber das ist ein jüdischer Mann, das sagt, er ist ein Zauberer, ein falscher Prophet. Und er versucht, den Gouverneur aufzuladen, von da was Paulus haben versucht zu lernen. Und dann wird Paulus der Mutfall so zu sein, und er sagt zu diesem Mann, dass der Hund Gottes wird über die kommen, die wird blind sein für eine Zeit lang. Und so das wird passiert. Na, der Beise Jesus wird er nicht abgenannt in der Geschichte, aber ich glaube, das ist klar, dass hier ist ein Zauberer, ein falscher Prophet, ein Teufel sind einer, und der versucht, das zu vernichten. In der Stadt Philippi, Paulus kommt dahin, und das ist ein Jahr, wo er immer heran geht, jeder Tag, und schrift ihn heran, und schließlich Paulus dreht sich um, und er trifft den bei sich erst rüt. Hier wird er direkt abgenannt, dass Paulus, er trifft den bei sich erst rüt, und dort lädt dann nur er verpetzt kriegen und Gefängnis geschmissen, und die ganze Geschichte. In Ephesus, hat sie eine dritte Missionsreise, dann schafft Paulus 2 Jahre in der Stadt Ephesus. Und dann sagt die Schrift uns, dass Gott hat bütergewöhnliche Wunder, durch Paulus, sein Schnappeldürk wird genommen, sein Schaldürk, und Kranke werden gesund, und viele Gäste fuhren rüt, sagt er, das sagt nicht krank wo, oder was sie mit den Deuten, oder dass die bloß, wenn die Wahrheit nennt, man muss die Gäste rüt fliehen, das war recht bleiben. Aber das ist klar, dass wir Menschen, die frei werden von bei sich Gästen. In Johannes 10,10, da sagt Jesus, ein Stehler kommt bloß, um zu stehlen, zu schlachten und in den Grund zu bringen. Ich bin gekommen, das Leben zu bringen, dass sie dort vollab haben sollen. Na, hier wird nicht den Feind Glück genannt, meint es nicht in dieser Übersetzung. Aber das ist klar, denn den Anfang, und weil Jesus sich vergleicht mit den Teufeln, mit sich selbst, dass das ist der Feind, wo er von redet. Und der kommt dann zum Stehlen, Schlachten und Grund bringen, und das ist, was der Feind noch immer getan hat. Ich habe auch manchmal gesagt, dass von Gott eigen wieder haben sozusagen 2 Königreiche, den Teufel sind, was in dieser Welt regiert, und Gott sind, und die beiden sind sich gegenüber. Und dort ja vielmal Krieg. Und dort wird zu guter Letzt wird der große Krieg noch zwischen diesen beiden Königreichen sein, wo Gott sein Reich wird abstellen. Wir fingen von Jesus, ein sehr interessantes Ding, wann er wohin kommt, und wir sind bei sich Gäste, wir fingen niemals, dass Jesus lutherisch recht, oder dass er eben im Namen von Führer rüttrifft, der einzelne Dinge, wir fingen, dass wenn Jesus wohin kommt, wo bei sich Jesus, dann wird er bei sich Jesus so wild. Und er fängt an, Jesus an zu schreien. Und er fängt an zu sagen, wie weit wir das. Ich wollte noch einen Vers lesen von dort. Aber wisst ihr, Jesus seine Gegenwart trifft den Teufel weg. Das sei wenn sein Leben, und wir wollen das auch sein, wenn er Christen beschrieben werden. Und so der nächste Punkt, bei sich erst anerkennt Jesus seine Vollmacht. Ich wollte bloß ein paar Verse oder eine Begebenheit lesen, in Markus Kapitel 1, Vers 23. Und gerade dann, wie in ihrer Judenschule in Mann mit einem anderen Geist, der Geist schrie und sagte, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu verdorben? Ich weiß, wer du bist, Gott sein Heiliger. Na, das ist, was ich meine, wenn ich sage, dass bei sich erst, wenn Jesus dich bekommt, dann wird er ruhig, dann verluten die, dann sind die ganz in der Klamm sozusagen. Und das ist gründlich sehr wichtig, dass wir dort im Denken, wenn wir denken an
kann ein Christ, ein wahrer Christ, ein Weise Jesus haben. Und so da will ich ein bisschen von reden. Das ist vielleicht, wo Christen das ganz dollste verschieden sind. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir checken, was sagt die Schrift. Und so der erste Punkt ist, dass eine glaubende Person ist bewohnt mit dem Heiligen Geist. Sehr, sehr wichtig, dass du das klar hast, dass aus einer gläubige Person an Jesus Christus wohnt Gott in dir durch den Heiligen Geist. Sehr, sehr wichtig. Nicht bloß, die bei sich Gäste bekämpfen, aber auch, dass wir selbst Klarheit haben, wer wir sind. Und dass der Heilige Geist für uns leiden will. Sehr wichtig. Römer 8, Vers 9. Aber ihr sind nicht im Fleisch, ihr seid im Geist. Wenn Gott sein Geist wirklich in euch wohnt. Wenn aber irgendwer nicht Christus sein Geist hat, dann ist er nicht einer von der Siege. So, das ist klar hier, Paulus redet in Römer 8 von dem Geistleben. Und da ist klar, dass wenn wir nicht den Geist haben, dann gehören wir nicht zu Jesus. Ich weiß, das würde in den Verstand nennen. Als ein Kind Gottes, als eine gläubige Person, hast du Gott in dir wohnen. Er wohnt in dort, Jesus gepott kann sein, er hat deine wahre Geburt, er hat ihn nie gemerkt. Du bist von Gott geboren. Gründlich sehr wichtig, wenn wir denken an Eberbeise Gäste kämpfen. 1. Korinther 6, 19. Oder weißt ihr nicht, dass ihr Körper ein Tempel für den Heiligen Geist ist? Dass ihr wohnt, in dem ihr von Gott haben. Je einen nicht selbst. Na, Paulus redet im Anfang von Hurerei. Und von der Körper geben und die ganze Aufjatterie im Heidentum, da wir immer Hurerei mit verwickelt. Und so Paulus lehrt die Korinther, dass die sind da rausgekommen. Die Körper ist der Tempel von Heiligen Geist, wo ich musste den Körper geben, mit wem Hurerei driven in einen aufjährischen Tempel. Das ist der Hintergrund von das. Aber der Punkt, was ich will rausheben, ist, dass der Heilige Geist wohnt in die, der ist die von Gott gegeben. Und dann sagt er ein sehr interessantes Ding hier. Er sagt, je einen jünt nicht selbst. Weißt du, wer die eint? Als eine gläubige Person. Eint Gott die. Das ist, du hast die Land gekauft und die Ownership, oder die Eiendom ist angeschrieben, nur die. Und so das, was Gott hat getan mit uns. Hat uns genommen, hat uns sich selbst zugeeint sozusagen. Er hat dort gesandt, hat die gestampelt mit dem Heiligen Geist und du gehörst zu Gott. Und das ist ein Ding, was wir machen sehr, sehr klar holen. 2. Korinther 1, 22 sagt, hey, er hat uns für sich gestampelt. Er hat uns den Geist und uns Hort gegeben. Als eine Garantie für dort, wo er kommen soll. Na, das ist das, was Paulus sagt in Epheserbrief. Dass wir den Heiligen Geist gekriegt als eine Garantie, dass wir das kriegen, was Gott versprochen hat. Und so das ist ein wichtiger Punkt, dass der Heilige Geist wohnt in dir. Nun, ich will auch mal toppen, dass wenn Jesus in seinen Körper hat, dass er ihr lebt, dann kommt er wohin, und der Weise Geist waren wild und die verloren. So schwindesmäßig. Nun wohnt Gott in dir. Und der Heilige Geist wohnt in dir. So wohnt bei sich Jesus, hat noch in die Raum. Das kann ich für ihn selbst beantworten. Aber auch bei mir hat es sehr vielleicht sehr überzeugt, dass der Heilige Geist und der Teufel wohnen nicht in einem solchen Haus. Gott hat die gekauft, hat die betont, hat die gestapelt, hat die gesampelt. Du gehörst an nu. Und der Feind hat really kein Todtrat in dein Leben. Bitte, ich kann nicht versichern, wo wir mit Leuten von reden, sondern Dinge. Der nächste Punkt ist, dass Licht und Finsternis existieren nicht taub. Ich gehe noch mal in der Werk hier in dieser Stube nehmen. Und wenn das Licht alle ist, das hier, Englisch soll sagen, es ist pitch black in hier, like das 100% düster hier werden. Aber dann wird das Licht in der Finsternis verschwindet. Und so Licht und Finsternis leben nicht taub. Paulus redet von sich selbst, was Gott von der Arbeit gegeben hat, in Apostelgeschichte 26. Er sagt es dit. Gott hat ihm gesagt, ich will dich von den
auch von den Nichtjuden bewahren, wo ich die Hand checken war. Ja, ich wollte sagen. An die Üben aufzumerken, und das, was uns fehlt, dass unsere jährliche Üben aufgemerkt worden zu der Wahrheit. Und dass die Üben aufgemerkt, dass sie sich von Düsteren zum Licht, manchen dort, von Düsteren zum Licht, und ut den so tun sie nie wollt, nur Gott drehen. Und Vergebung für die Sünden kriegen, dass sie mit die top oben, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Und so Paulus sagt, Gott hat anberoten, das Evangelium predigen. Aber weißt du, was das ein Mensch von Düsteren nun da. Und so, du, wo du da hast, du lebst nicht Düsternis. Der Teufel lebt im Düsteren. Der böse Geister ist ein Düsternis. Aber du bist im Licht. Du hast Licht in dir. Der Heilige Geist hat die Licht gegeben, die Augen sind aufgegangen. Und er hat uns in so tun seine Gewalt rückgerat. Und uns in seine Rechten gesagt. Und so, du gehirschst nicht mehr in dir, weil du wohnst nicht mehr dort, du wohnst nur, wo Gott ist, du gehirschst Gott, Gott wohnt in dir, und ein böser Geist wohnt nicht in dir. Johannes 8, Vers 12. Dann redet Jesus weiter an und sagt, ich sehe das Licht für diese Welt. Wenn man mir geht, morgen dort, wer mit mir geht nicht im Düsteren. Und so Jesus ist das Licht und er wohnt in dir. Er hat die rein gemerkt, er hat die vergeben, er hat die Gerechtigkeit gegeben, was bei Gott jährlich ist. Jesus Christus wohnt in dir durch den Heiligen Geist und du wandelst nicht mehr im Düsteren. Wo so glauben wir dann, dass wir drinnen haben bei sich erst mit? Er sagt, wer mit mir geht nicht im Düsteren, aber was das lebensbringende Licht haben. Das ist, wer wir sind. Ein Schreiber sagt, dass Gott, auf Englisch sagt er, God doesn't co-lease his property. Like, Gott wird nicht sein Eigendom uitruimen nur in die Welt. Gott wohnt in die. Der nächste Punkt, Jesus hat uns frei gemacht von Satan seine Kraft. Kolosser 1,13. Er hat uns uit de gewalt van de diestere macht uitgeraad. Morgen dat waren, dat die zijn uit de Düsternis uitgeraad. En hij heeft ons nennen gesagt und direkt von zijn sehen, denn hij Gott wie Jesus Christus. Und so geht nicht klarer zu sein, als das versagt, dass du wirst im Düsteren, du gehörst den Teufel, er hat den Eigendom sozusagen unterschrieben, aber Jesus starb für dort, er nailed dort an Kreuz, er hat zu sie geschafft, hat die frei gemacht, du gehörst nicht Jesus, der Heilige Geist wohnt in die Gott auf die gestapelt, er hat die gesandt. Und kein Satan oder Teufel hat mehr Todtrat für deine Säule. Kolosser 2,15. Er hat die Gewalten und Geisterherrschaften betrügen. Ich las erst in Epheser 6, Vers 12, dass wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, aber Geisterherrschaften, Gewalten und Geisterherrschaften, die in der Welt herrschen. Das ist, was er sagt in Epheser. Nun, horch, was er redet von diesen Geisterherrschaften, gegen wen wir kämpfen. Er hat die Gewalten und Geisterherrschaften ihre Kraft weggenommen. Er möchte anscheinend ab sein für alle Menschen und lädt an weg aus festgenommen. Nou, dit is een beeld van de römische Welt. Wenn Rom en Christen waren jenen onder het land. Dan wurden zij in parade, wat we dat namen, een desfile, gaan, wo ze durchgestaat in Rom gingen, met de soldaten wat gewonnen hadden, en de hoopman wat het geleid hadden, en al de gevangenen hingen rond. En dat is een beeld. Met wat de God gedaan heeft met den Teufel. Heeft den vastgenomen, overwonnen. Heeft den weggeleid, sagt er, so ist vastgenomen. Dat is een beeld van den Christen. 1. Johannes 5,18. Wir weten, dass wer von Gott geboren ist, sündigt nicht. Wer von Gott geboren ist und sein Kind ist, nur horch, was er sagt, wird von ihm geholt, dass der Böse am nicht undern kann.
Wie weiten, sagt Johannes, dass wir von Gott geboren, das sind ich nicht. Na, wir haben Trouble mit das, wenn wir weiten dort, dass wir sind ja noch einmal. So, was meint das? Das meint, dass dort Gott geborene in die sind ich nicht. Der Heilige Geist hat in den Gesten angetrocknet und dort port sind ich niemals. Wenn du sind in das, dort sind die Fleisch. Das will ich einmal weiter zu ihnen sagen, sie sind Gott seine Kinder, woran jemand sind, nicht Sünder, woran jemand Gott sein Kind sind. Das ist ein großer Unterschied. Und so dort port von die, dort wird Gott in die Nennen geplant hat, dort sind ich nicht. Und Gott hält die. Oh Lied, ich wünschte, sie würden das Leuten ansingen in den Hort. Gott hält die. Lass mich noch einmal lesen. Wer von Gott geboren ist als sein Kind, wird von ihm geholt, dass der Böse am nicht ändern kann. Und so die Frau ist gleich wie das, aber gleich wie, dass ich als ein Kind Gottes mit dem Heiligen Geist belebt, dass ich doch noch ein böser Teufel in mir. Wenn wir besessen sind von einem Teufel, dann meint das, dass der eine. Aber du wirst besessen von Gott. Das ist vielleicht nicht das rechte Wort, aber Tim, dass wir den Unterschied sein, brückig das Wort, dass du bist nur besessen von dem Guten Geist, nicht von dem Bösen Geist. Der wohnt in die, der hat die gekauft, der hat die gestampelt. Und bloß noch einmal war an all die Dinge, wo Jesus den Teufel begehen. Du hast niemals gesagt, dass der Teufel mehr so stark wie Jesus und dass er noch die schrien und sagen, was uns nun noch heilig, lut uns wenn seine Schweine anfahren sein sie. Jesus und der Teufel wohnen nicht in das salzige Häuslied. Wir sind gekauft mit einem Dierenpreis, mit Jesus im Blut. Und weißt du, in Johannes, ich hatte den Vers nicht, aber in 1. Johannes sagte, dass uns Gott seine Kinder soll wir nicht singen, aber wann wir tun, weißt du, was dann passiert? Dann sagt es, wir haben einer, was für Gott ansteht für uns. Weißt du, wer das ist? Das ist dein Erlöser, was für dich gestorben ist. In sein Blut, ich habe mir das Bild, das ist ein Tempel im Himmel, und Jesus sein Blut steht in den Tempel, in das Allerheiligste. Durch steht das Blut, je in deinen Sinn. Und wenn der Teufel kommt, die verklären und sagt, oh, ihr habt John wohl, was er das getan hat, was er Jan gesagt, dann steht Jesus auf und sagt, weißt du was, Teufel, mein Blut steht je in seinen Sinn, wenn er bleibt an mir. Und so was kann die böse Geist tun zu uns, oder die Feind mit seinen Gästen, was kann die böse Gäste wel zu Christen tun? Versägen und verklären. 2. Korinther 11 sagt, aber ich fürchte, dass so es einfach von der Hingerlast geschlagen verletzt wird, die auch im Denken, möchte noch was sagt, dass die im Denken kann verletzt werden und von der Aufrichtigkeit in Christus aufkommen kann. Na, weißt du, Lied, wenn der Teufel die kann anbilden, dass du das Fleisch nicht verjährt, dann hat er eine Unfut in dein Leben, in dein Denken. Er unterdrückt uns durch Sinn. Epheser 4,27 sagt, gebt dem bösen Feind keine Gelegenheit. Und in das Umfang redet er von euer. Und so, wir sollen dem bösen Feind nicht eine Gelegenheit geben, in uns Denken nachzukommen. Wir sind beraten zum wahren Stunden, nicht zum Fürchten. Jakobus 4,7, also ihr stahlt Gott, stahlt jeden bösen Feind, dann wird er von uns verschwinden. Und so, wir sind Gott seine Kinder. Na, ich weiß, gut, ein bisschen bosig hier war, aber nächsten Sonntag, wenn wir danach hier sind, dann werden wir ein bisschen dichter bei checken, was das deshalb, was Gott uns hier hat, zum jenen Feind kämpfen. Aber von der will ich sehr klar sein, dass uns ein wirkliches Kind Gottes, ein wahre geborenes Kind Gottes, du hast den Heiligen Geist, nicht den Bösen Geist. Darum meine ich, der kann ich nicht versägen, der kann ich nicht tröbeln, all so eine Dinge, wir wollen am nächsten Sonntag alle von denen. Aber hier ist das Ding. Hat Gott wirklich gesagt, das ist der ganz geradste und gefährlichste Gewehr, was der Teufel hat gegen die. Wir haben von der im Christentum eine ganze Reihe Lehren,
wat alle extra biblische leer is. Wat ik meen met dat is something wat iemand heeft zich heeft een visioen gehad, dat hij heeft zich vielleicht wat uitgedacht, dat hij geloofziek wordt. Aber alle Hunde lehren, was du nicht mit der Schrift abdecken kannst. Schrecklich gefährlich, besonders in unserer Internetwelt, wo wir von dir leben. Und ich will Ihnen ein Ding mit einem Haus geben, und das ist, dass Gott hat wirklich gesagt. Gott hat wirklich gesagt, du gehörst mir, ich habe dich erlöst, ich habe dich vergeben, ich habe dich mein Kind gemacht, ich habe dich gestapelt, ich habe dich unterschrieben, ich habe dir eine Gerechtigkeit gegeben, was für mich jährlich ist. Gott hat wirklich gesagt, du bist sein Kind, wenn du an Jesus glaubst. In den Bibel, in Gott, lebe ich in das solche Haus. Gut, Frauen, dass ihr abstehen. Ziemlicher Führer, Dankeschön, für dass du hast den Teufel überwunden. Und wir haben noch einen Feind in dieser Welt, und der regiert durch die Welt, und durch Regierungen, und durch alle hunderte Dinge. Aber ich danke dir, dass du uns besatten hast, du wohnst in uns, du hast uns gekauft mit deinem Blut. Und die einzige Unfut, was der Teufel in uns hat, ist Leeres. Und ich bitte, dass du uns festhalten, das Wort hat Lehren, das Wort hat Glauben und das Wort hat Leben.